Ja, Skifahren oder Zwickt's mich oder auch Es lebe der Zentralfriedhof. Das sind alles lustige Sachen, lustige Songs vom Ambros, ganz klar. Aber das allein ist halt nicht der Ambros, sondern der Ambros hat auch Lieder, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wie zum Beispiel Abwärts und Bergauf, Ein Mensch möchte bleiben oder Gezeichnet fürs Leben. Das ist auch der Ambros. Also er ist wirklich sehr vielseitig und nicht immer lustig, sondern er hat auch wirklich ernste Themen und bringt es super rüber. 1952 ist er geboren in Wolfsgram bei Wien. Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater Schuldirektor. Schulkarriere und Lehrzeit, muss man sagen, war bei ihm schwierig. Und danach hat er oft in Plattenläden gearbeitet, in verschiedene, und dabei nebenbei Musik gemacht. Seine erste Veröffentlichung war dann 1971 der Hofer. Das war basierend auf einem Gedicht vom Spätzl von ihm. Das Lied, da geht es um Vorurteile und Selbstjustiz. Und das ist in Österreich dann im Radio gelaufen und TV-Auftritte hat er durch das Lied auch gehabt. Es war sogar Nummer 1 in der Hitparade in Österreich. Das war der Grundstein von seiner Karriere, kann man sagen. Und so ist dann auch 1972 seine erste Langspielplatten rausgekommen. Nebenbei hat er schon ganz früh auch angefangen mit dem Watzmann-Thema. Der Watzmann war in der Urfassung nur ein gesprochener Text. Da war noch keine Musik dabei. Der endgültige große Durchbruch ist dann gekommen 1975 mit seiner LP Es lebe der Zentralfriedhof. Das war ein Riesenerfolg. Und auch 1975 ist Zwickt's mich rausgekommen. Wieder eine Nummer 1 Single in die Charts vom Wolfgang Ambros. Und dann Ende 76, kurz vor Weihnachten, ist Skifahren rausgekommen. Skifahren, das ist bestimmt seine größte Nummer. Und die 3 Songs, wo ich gerade gesagt habe, also Zwickt's mich, Zentralfriedhof, Skifahren, die habe ich in meiner Jugend geliebt und die sind bei mir Tag und Nacht gelaufen. Und auch die LP Wie im Schlaf, wo er 77 dann rausgebracht hat, mit auf Bayerisch übersetzte Sachen von Bob Dylan, finde ich saugut. Und die war auch in Deutschland dann sein Durchbruch und ein Riesenerfolg. Und so ist er in Deutschland auch noch bekannter geworden. Ende der 70er war es dann auch so weit, dass der Watzmann als Musical praktisch, kann man sagen, aufgeführt worden ist im Zirkus Krone in Minga. Also in die 70er Jahren, kann man sagen, ist der Ambros groß geworden. Aber so richtig groß. Und er war dann in die 80er Jahre der Superstar des Austropop, die Nummer 1, was an österreichische Künstler eigentlich gegeben hat, soweit ich das beurteilen kann. Und seine Scheiben haben sich super verkauft und in die 80er Jahren war er viel auf Tournee, aber auch viel auf Reisen und oft in Amerika. Das, was der Ambros erschaffen hat in die 70er und dann etabliert hat und ausgebaut hat in die 80er, das ist wirklich was, wo man sagen kann, das hat alles Kultstatus bei uns. Das ist wirklich, was Dialekt angeht, bei uns ganz was Großes. Ich finde sogar, der Ambros ist, was Dialekt angeht, die Nummer 1 überhaupt. Er hat so viele gute Lieder. Schreibt mir einen Kommentar, schreibt einer, was ist euer liebster Song vom Ambros.
Ich mag viel von ihm, wirklich viel. Und am besten eigentlich gefällt mir Erste große Liebe. Natürlich, man kann noch viel, viel mehr sagen über den Wolfgang Ambros. Das war jetzt, wie fast immer bei mir, nur ganz schnell das Wichtigste. Am Ende von dem Podcast möchte ich mich aber bedanken beim Wolfgang Ambros für die vielen coolen Texte, für die interessanten Ansichten und die Haufen Weisheiten fürs Leben, die er mir, oder besser gesagt, uns alle gegeben hat. Danke, Wolferl. Aber wenn es euch gefällt, das Video, und wenn ihr darauf steht, dass da einer auf Bayerisch redet auf YouTube, dann lasst ein Like da oder noch besser, der zu abonnieren. Das würde mich wirklich freuen. Danke.